Hello Friends! Guten Morgen! Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Nach Berlin. Und wir haben noch knapp unsere Koffer zugebracht. Und jetzt gehen wir Essen kaufen, dann fahren wir 3 Stunden und dann sind wir in Berlin. Wow! Excited! Wir sind jetzt gerade im Flixbus. Wir sind vorher gerade noch unser Zeug gekauft und einfach der geilste Sitz. Ich habe gewusst, dass wir hier Beifreiheit haben, aber dass wir so viel Beifreiheit haben. What? Es lohnt sich also schon reservieren. Für 2 € mehr. Und da haben wir jetzt das ganze Zeug drin. Und das können wir nachher schön hier ausbreiten. Also richtig nice. Das werden richtig geile 3 Stunden. Ich freue mich. Und wir haben den Film runtergeladen. Ich habe übrigens runtergeladen. Geil. Wir sind angekommen und es ist richtig warm. Es sieht zwar nicht schön aus, aber es ist hure warm. Und jetzt gehen wir zuerst mal zum Hotel und nachher gehen wir raus und machen irgendwelches Zeug. Oh mein Gott, aber die Dusche ist hure gross. Spiegel. Das ist richtig cute. Richtig schön. Und dann kann man hier noch zutun und auftun. Und da ist ein riesiger Spiegel. Da ist ein Fernseher. Da ist nochmal ein Spiegel. Schönes Bild. Wunderschönes Bett und haben wir Aussicht auf den Alexander, auf den Fernsehturm. Und da ist gerade ein Vintage-Laden. Wow, besser geht's ja nicht. Geil! Geil! Super. Rechts unten an. She's trying. Ich muss jetzt erst noch das Ding da wegnehmen. Warte schnell. Aber bringt mir es besser, wenn man es schon auf der Haut hat? Ich kann mir das vorstellen. Schon, Ja. Show me your boobies. Das ist toll. Deprimiert. Hello! So, meine Leute, unsere erste Nacht ist geschafft. Es ist richtig nice. Du hast gut geschlafen. Gut. Jetzt gehen wir dann brunchen. Wir haben schon geduscht und ja, dann gehen wir brunchen, nachher ein bisschen shoppen. Und am Nachmittag ist etwas Geiles geplant, aber was, das werdet ihr noch sehen. Vielleicht habe ich es schon im Thumbnail drin oder so, aber neben uns ist einfach ein Fitness und wir machen dort Herzsport. Man sieht es nicht, ich probiere jetzt ein bisschen hinzuzoomen. Lol. Auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich schon mal eine Äpfeltasche gegessen, aber jetzt gehen wir richtig zum Morgen nehmen und einen Kaffee nehmen und ja,
nachher ein bisschen shoppen und am Nachmittag eben Special-Termin und dann gehen wir wieder ein bisschen shoppen. Und morgen ist Sightseeing geplant. So Leute, wir stehen kurz bevor. Wir sind ja kurz bevor den grössten Fehler von unserem Leben zu machen. Spass. Hey. Also, und zwar sind wir jetzt gerade vor dem Tattoo-Studio da. He? Ich hoffe, man sieht es. Jetzt bei mir hier ein Tattoo. Das letzte Mal musst du mir meinen nackten Arm filmen. Und zwar gibt es hier eins. Und für sie gibt es hier unten eins. Im Fuß, am Fuß. Im Fuß. Und dann gibt es noch eins. Oh fuck, ja. Nein, bei dem musst du die Schuhe nicht antun. Nein, Socken meinst du? Die Schuhe? Die Schuhe vielleicht schon. Nein, aber zum Glück habe ich frische angelegt heute. Du willst jeden Tag frisch Nein, wenn sie noch fein schmecken, nicht. Auf jeden Fall Oh mein Gott! machen wir beide hier noch eins. Und zwar Koordinaten von unserem Käffli. Ja, genau. Let's do this. Ja. Also, ich melde mich nach dem Ereignis nochmal. Okay. So, Friends, wir haben es gewagt. Das ist eigentlich jetzt Du musst fast die Leute reden im Fall, gell? ich glaube, ich das eh auch nicht tun. Ah, okay. Also, das Blut ist ein bisschen verlaufen, das ist gut. Da. Und. Da ist das Heftig. Da ist das easy Heftig. Friends, wir sind gerade in einem richtig fancy Restaurant jetzt am Nacht essen. Also ja, wir warten noch, bis unser Essen kommt. Auf jeden Fall haben wir beide ja die Koordinaten. Zeig mal deinen Fuß. So, Koordinaten. Oh mein Gott. Und zwar ist es ganz einfach Koordination von unserem Kaff. Ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, aber ja. Und weil wir unsere Kinder zusammen verbracht haben und allgemein, dass uns einfach an unsere Heimat erinnert. Woher dass wir kommen? Alter, wir haben das einen Tag. Jeden Morgen. Heute am Morgen. Wir haben die ganze Zeit überlegt, was verbindet uns, was wäre geil. So Stier, Pinky Swear, Sternzeichen. Oder, ABFF, ADS. ja. Und nachher ist uns das so wie ein Blitz in den Sinn gekommen. Dir? Mir. Und nachher haben wir gedacht, ja, das wird's. Und die Stelle ist auch mega schön. Und dann haben wir gedacht, ja, wir fragen mal uns tätowieren, weil ich habe ursprünglich nur ich geplant und dann hat er aber die Zeit gehabt. Und dann haben wir sie zwischen noch ein Tattoo gehabt und ich noch das, oder? Und das am Fuß. Und ja, das ist richtig geil. So beautiful. Voll.
Hello guys! Es sind mittlerweile ein paar Tage vergangen. Wir sind wieder zurück von unserem Trip von Hamburg und Berlin. Und ja, ich habe gemerkt, ich habe noch kein Outro gedreht, respektive ich habe gar nicht gewusst, oder ich weiss bis jetzt noch nicht, ob ich das Video aufladen will, ob es genug Inhalt hat, ob ich genug gefilmt habe. Es ist wahrscheinlich recht wirrlich und ich habe eigentlich mehr Eindrücke gefilmt. Vor allem in Berlin habe ich fast gar nicht gefilmt, weil das haben wir wirklich extrem genossen dort. Darum habe ich eigentlich praktisch nie die Kamera vorgenommen und irgendetwas gesagt. Aber ja, kurz zum Abschluss habe ich noch mal kurz meine Tattoos zeigen, weil jetzt ist die Folie weg und jetzt sehen sie nicht aus. Das am Arm. Genau, das ist das am Fuß. Yes! Ich nehme an, mir hat es auf dem Video besser gesehen, was ich mich gefilmt habe, gerade nach dem Tattoo-Termin, aber dort war es halt Blut unterlaufen gewesen. Was ich noch kurz machen wollte, ist ein Haul, was ich alles gekauft habe. Ich hoffe, ich finde jetzt gerade alles, weil ich alles schon wieder versorgt. Und ja, dann zeige ich euch noch, was ich geshoppt habe in Hamburg und Berlin. So, eigentlich habe ich gerade gemerkt, ich habe gar nicht so viel geshoppt. Ich habe eher so ein bisschen für Essensgeld ausgegeben und Souvenirs und so. Aber was ich jetzt mal zeigen kann, also was ich sicher gekauft habe, ist dieser Rucksack im H&M. Das ist einfach so ein Basic-Rucksack. So ein ganz kleiner. Und hat viel Stauraum. Also er ist zwar klein, aber er hat eigentlich recht gut. Und dann noch so ein kleines Fächchen. Bin immer gut und da vorne auch. Und ja, also ich finde der ist wirklich nice. Vor allem, ich habe nur schwarze oder auch schwarze Taschen. Und ich habe einfach mal etwas Beiges gebraucht oder einfach etwas Helleres. Und ich habe keine Tasche gefunden, darum habe ich jetzt halt den Rucksack genommen. Ja, genau. Ja. Was ich noch habe. Und zwar eigentlich nicht 3 Jeans gekauft. Ich habe gemeint, ich habe 3 gekauft, aber ich habe gerade nur 2 da, ich weiß es nicht mehr. Und zwar ist das echt vom H&M, aber das ist Denim-Marke. Ja, das ist eine Mom Jeans. Und die ist richtig nice, weil genau so eine, genau in dieser Farbe habe ich gesucht. Sie ist fast perfekt, aber man kann es nicht übel nehmen, weil ich bin halt einfach gross und sie ist halt unten dran, ja, eben so viel kommt noch vorne vom Fuß oder vom Knöchel. Aber ja, ich glaube, ich lege es nachher kurz an und zeige euch, dass ihr wisst, was ich meine. Aber oben dran finde ich halt gut, bei den Oberschenkeln sind sie eng. Und unten dran sind sie locker. Also genau so eine Mom Jeans habe ich gesucht. Und Pull & Bear, die haben die geilsten Hosen. Also wirklich die, wow. Also grosse Frauen können dort wirklich immer etwas finden. Also was vor allem auch so Mom Jeans oder Boyfriend und so angeht, boah, krass. Das wäre die da. Auch Pull & Bear. Und die ist so lang, die ist heftig lang. Und die geht bei mir sogar fast bis am Boden, also die ist krass. Aber ich glaube, ich habe das auch schon im Video erwähnt, ich bin mir zwar nicht mehr sicher. Und sogar gezeigt, bin mir auch nicht sicher. Aber ich lege sie gleich nochmal an. Ja. Das da vom Hollister. So ein Top. Also ein Crop Top. Das ist echt noch cute. Und als letztes, glaube ich, auf jeden Fall, ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich habe ich noch anderes Zeug gekauft, aber das ist die Wäsche, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ah, ja, halt Unterwäsche. Ich habe mega viele Unterwäsche noch gekauft im New Yorker, aber die zeige ich jetzt obviously nicht, aber die haben echt schöne Unterwäsche. Und das wäre das Kleid. Das habe ich sicher auch in meinem Video angehabt. Das ist von Pull & Bear und die haben auch ganz verschiedene Farben, also so dunkelblau, schwarz, blau, grün und so. Und ich finde halt das mega schön, das Blau, das Violett. Und ja, darum habe ich es gekauft. Ja. Eigentlich gar nicht so viele Sachen, aber mir geht natürlich gleich viel Geld aus den Städtetrips, weil du ein Museum besuchst,
wie heisst es, Sehenswürdigkeiten, einfach so die, ja zum Beispiel im Fernsehturm rauf oder keine Ahnung, was man sonst noch anschauen. Und es kostet halt meistens alles Eintritt und ja, man isst und jetzt gibt man Geld für Geld. Man gibt Geld für Essen aus, vor allem ich gönne mir immer heftig, aber ich glaube, ich habe es auch ein bisschen gefilmt. Also ich tue alles einblenden, was wir gegessen haben, was ich gefilmt habe oder gefüttert. Ich habe aber auch nicht, aber ich habe praktisch alles eigentlich gefilmt, gefüttert. Aber nicht ganz alles. Ja. Auf jeden Fall, ja, ein kurzes Fazit noch. Hamburg habe ich schön gefunden. Es hat seine schönen Ecken gehabt, wie die Speicherstadt, Hafen. Also der Hafen war schön gewesen, oder die Rundfahrt war auch schön gewesen, aber Hamburg an sich ist halt, ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon schön, wenn man so die schönen Flecken kennt und die schönen Ortschaften, aber wir haben halt, ja, wir haben halt eher nur die nicht so schönen Orte gesehen, also so eher so ein bisschen die dreckigen und so, überall war so Müll gesehen und keine Ahnung, es ist einfach nicht so, wir haben einfach nicht so einen guten Eindruck gehabt von Hamburg jetzt. Also es hat sicher seine schönen Orte, das auf alle Fälle, weil es hat jede Stadt seine Schatten und seine schönen Seiten. Aber ich würde jetzt nicht nochmal auf Hamburg gehen. Ausser wegen dem Burgerrestaurant, das war der Burner, Alter. Also wegen dem würde ich... Okay, nein, nicht nur wegen dem. Nicht übertrieben. Aber es war echt geil. Also das Essen, 10 von 10 Punkten in Hamburg, aber die Stadt an sich... ich weiß nicht, ich würde sagen so 5, 6 von 10. Das war schon fast ein bisschen too much. Also ich würde sagen 5 von 10. Und Berlin muss ich eigentlich gar nichts sagen. Das ist 10 von 10 Stadt, 10 von 10 Essen. Das ist 10 von 10 für alles, weil Berlin ist my city, my love. Ich liebe Berlin. Und ich bin schon zum 3. Mal jetzt gewesen, das gefühlte 10. Mal. Ja, das ist meine absolute Lieblingsstadt und ich kann es highly recommenden, also ich liebe es. Nein, es war echt geil gewesen. Ja, trotz Corona, wir mussten natürlich Masken in den Läden anlegen, in den Museen und in den Restaurants, bis du natürlich am Platz gehockt bist. Wir sind zwar in Hamburg vor einem Souvenirladen gewesen, es war halt ein kleiner Laden gewesen, und dort ist gestanden, dass es nicht Pflicht ist, also es wird empfohlen. Aber das war schon der einzige Ort gewesen. Und ja, es ist aber easy gegangen. Also, du gewöhnst dich daran. Ich meine, man kann es auch nicht ändern. Es ist jetzt halt Maskenpflicht und wir müssen alle mit dem klarkommen, mit dem abfinden. Wer weiß, wie lange das noch geht. Also, es ist ja jedem selber überlassen, wenn jemand sagt, nein, er geht jetzt auf keinen Fall auf Deutschland oder keinen Fall mit dem Flugzeug reisen oder so, weil er allgemein einfach das vielleicht nicht unterstützt, was nicht gut findet jetzt in dieser Situation, was ich auch verstehe. Oder halt, weil es einem aufregt, weil er halt die Maske nicht tragen will. Aber ich bin halt ein Mensch, wenn ich Ferien habe, dann muss ich irgendwo durch. Also es klingt jetzt abgehoben oder keine Ahnung was, aber ich habe es schon gerne daheim. Ich bin auch schon gerne daheim. Aber wenn ich halt in die Ferien gehe, dann habe ich auch wirklich das Ferienfeeling und kann halt wirklich entspannen und loslassen. Und wenn ich dann noch in meiner Umgebung bin, keine Ahnung, nicht weit weg von meinem Geschäft und irgendwie einfach mit meinen 4 Wänden, wo ich sonst auch bin, dann kann ich einfach nicht abschalten richtig. Und darum haben wir einfach weggehen. Trotz Corona. Wir sind ja froh, dass wir gehen können, haben dürfen fliegen und das haben dürfen machen. Und ich bin auch froh, dass wir es gemacht haben. Ich will es jeden Moment wieder machen. Woo! Also, ja. Es war echt geil gewesen. Jetzt, ja, würde ich sagen, wir sehen sich im nächsten Video wieder. Like, kommentieren, if you want, und abonnieren. Und yes, dann sieht man sich im nächsten Video wieder. Bye!